Und dann sagt ich zu Gott, wenn du mir Leben schenkst, dann will ich die deine. Vandaag deed je aan de Kalimeno en de Lolita-jent en einem Dorp. Da zit ik met Roland Hiebert op. Dankzij onkel Hiebert dat we dat hier maken dürfen. Kan ik die vragen hoe oud je bent? Ja, ich bin 56 Jahre alt, oder Jahr jung, Ja. spürt sich besser. We hadden verder al een beetje verteld en die paar heeft sehr veel ook willen Rinder geschlangen en du hast da ook metgeholpen. Ja, ich habe als kleiner Jung viel von hier geäuft, bin ja an Latze angebunden an der Bechse, Großstieder geschlagen, Großstieder gebunden. Vater an, wir dann unsere Kuh, der wird geschlacht mit Zitronen und Salz. Ah ja. Und Lothar, als wir dann erst auch auf den Piet rieden dürfen, mein erstes Mal, dort war ich nicht vergeten, dann hatte ich einen Zank mit meinen älteren Brüdern. Ein paar hat 2 Riedenpiet, einen, was er braucht, um zu Aschleine, und einer, was dann das Reservepiet war. En dat we een jongen konden, op dem we heurieden. En ik en mijn broeder streuden weer op dat andere rieden wordt. En dan zegt Pa op einmal, weil ze de Entscheidung treffen moest, weil de jongens dat niet aankrijgen, dat ik rieden wordt. En dan weet ik dat dat zeer stort ging, lang im Kallichon nog hingen. Weil dat Piet geäuft wird, sagen wir Arschleine. Bad een rankenstruk. Daar dreide ik even kap auf en door wieder, weet ik niet, wie de aanval uitgegaan is. Ik zie dan ergens van thuis im Bad abgewerkt, als het dan Tragmerker ging. Oh, dan weer erop geeft. Dan weer erop gejabt. En nachher hat der Tragmerker gesagt, dat mijn genek zo op een kant gestonden had, dat we mogelijk dat het niet aufwehr. So, da fängst du endlich an zu lernen, mit Piet am zu gehen und sagen wir erst zu schlägen. Sagen wir erst, wir sind wilde Rinder, die einfach am Bosch geraten und niemals mag geworden sind. Ich glaube, da hast du auch ein besonderes Erlebnis. Brauchst du Hilfe, wenn du verreisen willst, nach Kanada, nach Brasilien, nach Strand, nach Mexiko oder Deutschland, dann kommt noch Männer Travel. Die helfen auch mit Papieren, mit Versicherung, die reden auch jene Sprache. Männer Travel hat einen sehr guten Service. Ja, sag mal, Rinder sind die Söhne, was viele sind Markt geworden, einmal Markt gewesen. Und dann wild geworden, weil die Stapel dann aufwären, da wären nicht Tieningen. Man konnte den Tag überreden, man kam nicht an den Tün an. Und so lebt das Feu dann auch. Das wird nicht besorgt, es wird von der jeden Hand, weil es von der ist hier Feu auch Geld. Dann wie Feu mehr, weil man Feu hat, aber das wir nicht das Geld. Mit dem Ether. Geld wird dann ein bisschen Malz und Baumwolle, was man da büren kann. Und dann irgendwann durfte ich auch mitreden, dass wir für mich sehr sonderbar, mein älterer Bruder, der fängt an auf Arbeit zu gehen, und ich durfte dann mit ein paar Taub lernen, wie man mit wilden Tieren umgeht. En eine Gelegenheit musste ich uit dem Bosch Feuer uitjouwen. En dan kruip ik unter een palmstruk durch, wo dann das Rind an der anderen Kant wie, ich aber nicht wist. En dan steht Wacht heran, ich kam das Rind Nomi und pukst mit den Huren, so wie im Haut hingen, und rand mit meinen Haut weg. Wow. Dann kann ich mir vorstellen, wo ich nicht die Klee hat, was von der. Aber
Die hadden meestens grote hena, ja. Die hadden in der Regel grote Hähner, weil dat wir nicht eine Rasenzucht, Ja, dat wir, was sich Ja, am maar- Baustand Hauptstall. ja, je moest dat. Zie, ja, daar is de grote bewaring al gewezen. Vielleicht hast du dat da gar nicht so bewusst geworden. Was Na. weißt du dann? Ich war ergens wo 13, Wow. wat 14 Jahre was dann. Sehr jong. Dat war meine Zeit, wo ich anfang mit te rijden am Willerender Schlange in Oktahalpe. Ja, dan je zo kost maar te schuld dan. Ja, dat wir dann in den Ferien, ich bin nachher nach ein Jahr zur Schule gegangen. Aber Piet Baggerfahrer, dass wir dann, wären nicht Autos, von der sind Schulbusse, von der waren die endlich nicht modern genug, die musste besser sein. Und sie kennen ja eine Klimaanlage verdient, das ein Jahr, das ist richtig, wir leben in der Zeit. Aber dann wir in Bagger, mit Motorradrädern, und da fuhren wir dann mit der Schule 12 Kilometer, jeder Tag. Hallo. Und nachher, Je moest dan maar aanspannen. nee, ich hatte zwei ältere Geschwister. Eine Schwester, auch einen Bruder. Einer ging Piet holen, dort wir ferken ich. Und vor ich reut merke, dort wir endlich einmal taub. Und dann fuhren wir 12 Kilometer zur Schule und ab Mittag dann 3. Einmal stürken uns der Piet uit, dann wie wir kleiner alle auf dem Bagger. Und dann ging mein älster Bruder lang im Distel und nahm die Lin von ab dem Pietzeräge und kam sie dort 3 und kriegen wir im Stonen. Dort wir für uns sehr lastig. Und als wir dort Tüss verteilten, paar wir da nicht Tüss, dus wie das gewarnt wäre, dann ging das näher, dass wir nicht klappt kriegen von mal, dass wir nicht alle abgepasst hatten. Dort wir sehr gefährlich. Ja. Und wir haben das nicht so überlebt. Ja, das ist ja gefährlich, da verleihen dem Diesel gehen. Ja. Die Jugendzeit, wann hast du die beziert? Das beziert habe ich mich als Pastor Albert Ziegler, ich weiß das ja nicht. Und Jeroen hat gesagt, Evangelisation mir auch. Was ich weiß, dass ich dann 16 Jahre alt war. Dann Leute an, wie soll es drei bleiben? Und ich sperre dort, ich wie einer von euch. Aber ich kriege mich da nicht her. Ich wie vielleicht auch ein bisschen extra Stierball. Und dann der steht auf der Gas, hängt auf der Kamionette. Wir fuhren, da ich wieder mit unserem Nachbar Schmidt, fuhren dahin. Meine Eltern hatten da noch nicht ein Auto. Der steht auf der Gas, der wollte nicht verjeten. Da habe ich dann Sündenvergebung erlebt. Wo meinst du, der steht op de gas? Hing je op een kamionette en daar wo ik dat speert, Oké. dat God alles wegneemt. Ja. Also, dat we niet op de Evangelisation da beim Tritt blijven, Nee. dat we beim Huis fahren. Dat wir bei ihm de Huis voor. Wil ik niet gaan ging, Ja. fuhr wir 3 en bij hem de Huis voor. En dan had ik eine Bitte an Gott. Und der habe ich manchmal von der al vergeten, aber Gott verjagt er nicht. Und die Bitte wir, wenn ich ein Mensch erreichte, kleve mich, dass ich das weiß. Ich übe mich von der noch an, wenn ich wem verletzt habe. Dann gehe ich hin und kläre meine Sache. Ja. Dat moeten we ons leven alle vernemen. Dat is vielmals sehr schwer. Ja. Ja. Viel schwerer als den ganzen Tag ganz viel zu arbeiten. Aber wenn du das getan hast, dann ist das auch weiter so viel leichter. Ja. Dan had je ook met motorrijden type wat te doen gehad en met motorrijden op de gas geweest. Ja, nachher kaufen wir uns Motorräder
ich und mein Bruder Alfred, wir kauften uns jeder ein. Er kaufte ein Schwartet und ich kaufte ein Wittet. Beides in der RD 135, die können eine stark fahren und das interessiert uns. Und wir haben uns vorgenommen, wir würden ziemlich viel fahren. Das wäre feine Motorräder verdaan, von der vielleicht euer anmodern. Aber 2 Wochen later mögt Gott uns da oder mich durch einen Streck durch an unserem Verständnis. Mein Bruder soll noch schwind, er arbeitet als Retter hier auf der Rio-Verde-Station. Er soll noch schwind Papiere wegbringen, wo die Menschen heute Feu verkauft, dass er den nächsten Tag coverieren können. Dann will er ein Feukamion vorbeifahren und dort Stift und bejehend von Fähre ein Malkamion. Fährt Fähre ein Malkamion an und schlägt durch dort. Dann kommt mein Chef, und mein Chef wie beim Traktor, und der Traktor und sagt, ich soll mitfahren. Und lässt mich dann auch bereden von ihm, vor mit. Und dann wird das nicht so, dass es von dir ist, dass man Polizei, Krankenhaus, Ambulanz, alles holt. Und als ich dann dort durchkomme, dann ist mein Paar all durch. Und mein ein jüngerer Bruder, der fährt dem dann an den Arms und an den Hang. Wat er übergeblieben wir, leihe dem Hänger auf dem Auto. Dann fährt mein Vater dem nach dem Krankenhaus. Hast du dort dann bewegt, an die Gemeinde zu gehen, oder wirst du dann alle? Nee, ich war dann noch nicht in der Gemeinde, aber dann irgendwann kam an mich die Frau hoch und dann stellte ich mir das Bild vor, wenn das nicht ich gewesen wäre. Und ich habe nicht unbedingt in dem Sinn geändert, dass ich mich auch bekehrt habe, aber die Bekehrung manche umdrehen. In der Wendung wie bei mir nichts das dort passiert, als die von Christus verlangt wird. Und dann fängt mich dort an hoch zu kommen. Ich habe immer ein großes Interesse auch an Flinte. Ich gehe jetzt so viel rum. Tiere habe ich in meinem Leben nicht so viel geschoten, aber scheute das. Ich stelle mir die Patrontjes von 22 auf die Balancinen ab und schaute rauf. Und ich konnte scheuten, ich verstand das. Und dann irgendwann, dann hatten wir Probleme mit unserer Silomaschine, wir wollen hier so arbeiten. Und dann schaute ich noch ein Fass durch die Nacht, ich reparieren. Und dann, als ich das dann fertig hatte, dass wir irgendwo bei 2:30, dann fuhr ich nach der Bouw und meinen Kumpel abzuwarten, mit dem ich taub fuhr. Wir waren immer 2. Dann schmeute ich die Flint am Baden an und damit knallt dort. Am ersten Moment, als ich meine Kartenflinte am Bad unter dem Kasse hatte, dachte ich, mich schütt von hinten wieder an. Und dann sehe ich, Jungs, wer schütt mich? Du sperrst dort Fuß, ich sperre dort Fuß, dass das getroffen hat. Dass die getroffen hat. Dass mich das getroffen hat. Und dann, als ich uit de Bouw rutstapte, dann sperrte ich, das deed nicht. Und dann sehe ich zu Gott, wenn du mir Leben schenkst, dann will ich die deine. Und dann fuhr ich, da wollen wir, nach dem Krankenhaus fahren mit dem Auto, das einzige, was wir da hatten, das wir Naftero. Und da ich das Ganze, wie man so verbleibt hat, dem übersäubt, es start nicht, das bohrt nicht. Und mein ein Kumpel, auch mein Freund von der noch, der hatte ein Motorrad. Dann frug ich dem, und der wie auch Fußwellens, mich auf dem Motorrad bei dem Retiro zu führen, wo der Majordomo, auch ein Angestellter von der Kolonie, mich dann auf dem Auto bei dem Krankenhaus führen. Wie wird das? Das wäre ungefähr 7 bis 8 Kilometer auf dem Motorrad. Und von dort
fährt mich dann auf dem Auto, Bad Lolita, noch einmal 8 Kilometer. Und dann von dort fährt ein Mensch, der gut Auto fahren konnte, fährt mich dann, so stört aus dem Auto dann fahren können, noch mal Platte im Krankenhaus. Da sehe ich dann ohnmächtig geworden. Da denke ich dann von Donnerstag, als ich angeläufert wurde, Donnerstag Samariens, ich stelle mir ungefähr, das muss all meist bei Tag gewesen sein. Dann wird Sonntag, wird meine Schwester mit ihren Jungen am Bad stund und mich begrüßt. Da denke ich dann, Kannst du noch stehen? nichts. Dat moet ik wat onder mij zeggen, dat als je passiert, moet ik mij zeggen laten, weil ik het niet weet. En dan heeft mijn pa den dokter gevraagd, hoe ziet dat uit? En dan heeft hij gezegd, wanneer die leven blijft, dat gaan niet wie. We hebben het onze gedaan, maar die is zo'n twee. Wie dat een boek getroffen oder was? Een boek getroffen, omrecht een scheentje, schrots een hecht, wat de dokter nog erklärt, wat een paar millimeter van de hart komen af. Door afgezet, 3 roofdertje meel, en alle moedje door 2 hebben dan ook een schuif genomen. Ah, du musst operieren da. Wanneer man mij van de sterk mens zegt, dat kan sterben. Zie in dem Sinne nicht ganz. Aha. So, die musste da operieren. Die musste operieren. Die haben dann, Da, ich würde sagen, eine gute Arbeit gemacht. ja. Und so wird sie dann langsam war gesund. So werde ich langsam dann gesund. Dann kann ich nur 2 Wochen weiter anfangen zu eten. Und irgendwann komme ich dann auch weiter nach Hause. Wo zit het nu met die Flinte? Aber noch hier in Scheite? Ich habe meine Flinte, ich habe auch genug. Ich brauche nicht mehr. Scheute doe ich nicht. Scheute doe ich von der das Neue, wenn ich einen Rind schlachte oder so. Ja. Aber sonst scheute ich von der nicht. Nicht mehr das Patroontje da raufschreiten? Nee, mir ist das Ziel nicht wichtig. Aha. Gott hat mich durchgewiesen, dass heute den Weg wisst, für jedem, auch für mich. Und für mich wird dort die Bekehrung, die Umdrehung einfach anwenden. Da bist du noch nicht befreit. Dann wäre ich nicht befreit, dann wäre ich noch irgendwo dicht bei 21 Jahre alt. Ja. Gut, du hast dann irgendwann die über befreit, hast eine Familie, wie viele Kinder hast du? Ja, ich habe mich befreit. Auch der ganz beste früh. Aha. Ja, moeten we nog een beetje strijden. Sagen die drauf an sich. Ja, aber wir haben 4 Kinder, 3 Mädchen und einen Jungen. Wir haben eine Doktora von der in Tiermedizin und eine ist Lizenziada in Menschenmedizin. Dat weten alle ziemlich mehr als ich. Ja. Ja, gut. Du bist dann aber auch Ordnungsmann gewesen. Ordnungsamt, wie würde das hier sagen? Ja, das ist nicht gerade Polizei, aber das ist Ordnungsmann, ja? Bist du in die Jahre auch gewesen? Ja, ich sehe, dicht bei 11 Jahren sehe ich am Ordnungsamt tätig gewesen, hier in Lolita. Sie dann auch mit anderen Taub in Nederland gewesen, auch in La Plata, auch in Paratodo. Und über das Malzwirtschaft und Viehzucht? Ja, Malzwirtschaft, durch die Früh dann so gut aus dem Dienst und das Vieh muss dann immer, nicht immer, ich habe manchmal auch einen Arbeiter da, wo du dann noch kriegst, aber in der Regel muss das dann warten, was ich dann treibe. Wenn es ein längerer Einsatz wird, dann wartet dann, was ich dann Was treibe. meinst du mit Einsatz? Mal, was seht ihr vor oder was? Nein. Ihr bestimmt alle rund erlebt und ihr habt vielleicht nicht alles zu vertellen, aber wo lange bist du was gewesen? Na, ich habe einmal einen Einsatz gemerkt, das ging um einen Viehdiebstahl. Dann wie sie 3 Wochen, ohne dass die Familie wusste, wo ich war. Weil dann wäre nicht die Telefons, was von der
Wow. Wat wil je dan? Weet aan je grenzen oder hier bloß ran? Nee, ik weer Aus Paraguay oder? in Concepción wie ik de meeste tijd. Wow. Ik weer Pozo Colorado met de politie, met een assistente fiscaal. En versuchte door een Feuerfall den Diebstahl abzuklären, wo Gott sei Dank dann auch gelungen ist. Ich kon dann von den 37 Rinder, die gestohlen waren, kon ich saß lebendig nach ein Haus bringen. Oh. De andere weer geslacht? Der andere weer geslacht. Der Laders fangen wir alle am Frigorífico von Concepción. En die wat hij abgekauft had, de koop was zijn weer legal. Ja. Dat wir da vom Hotel Victoria von Concepción, der Mensch arbeitet wunderbar mit, als er das antwortet, dass hier andere bestohlen worden wären am Geld zu merken. Wo ist das mit zijn Ordnungsamt dann? Kriegst du dann nicht endlich Find? Jugendliche, die nicht lesen, die immer die Rüt fordern wollen und so Sachen? Nee, manch andere Menschen würde ich mir wählen zu sagen, ich habe durch keinen Feind. Ich habe immer versucht, weil ich dann all bekehrt wir in der Geist, mir immer sehen, dem hast du auch getan. Dort hat niemals so einen kleinen Jungen gegeben, was ich nicht gefragt habe, nur verzeihen. Wenn ich angesehen habe, dass das mein Fehler war. Und das ist vielmals gewesen. Aber dafür habe ich... Dafür haben wir dem Geist, ja? Den Mund an. Und ich habe Freunde geholt. Okay. So, ich habe keinen, was mir durch irgendeine Sache verschmieden will. Ich rede Völkern, auch wenn wir die Kirche fahren, dann reden sie mir da an von, warum machen sie zum Ordnungsamt? Und dann lachen sie. So. Ja. Vielleicht noch einmal kurz zurück zu dein Allerhus. Bist du an ein christliches Allerhus abgewachsen? Ich würde das als ein christliches Haus beschreiben. Und ich möchte das kurz erklären, warum. Mein Paar war Schmiedja und nachher auch ein Drinker, ein Tijd. Aber dort ist da, was sich ansagt mit dem Testament in der Hand und uns die biblische Geschichte vertelt. Oh, wow. Und uns die biblische Geschichte erklärt, warum muss Simson zum Beispiel lange Haar heulen, weil es dort eine Verordnung wie von Gott. Dort wird die Sache, der erklärt uns und lehrt uns auch dort beten. Das ist, man sagt, das Vorbild, das Vater mit den Kindern den dort erklären, dass das nicht einmal die Mama tun, dass ein Vater das tut. Nou, für uns wird das interessant. Nachher ist das vielleicht automatisch übernommen worden, weil es wie eine große Familie wäre. Dass die ältere Schwester das überdreht hat, indem dass wir das Pflege so abends zum Schluppen gehen wird, Lüdgebet, dass das da übernommen ist von der älteren Schwester. Das würde ich nicht erklären können. So, die hat da die eigentlich ein gutes Vorbild gegeben. Wo ist der erste nicht mehr appreciiert? Nee, mein Paar oder uns Paar, weil ich habe meine Schwester auch noch, der ist 14 Jahre alt, die fuhr nach Paratodo, unsere Mädchenstunde dann an der Gas, spielte da am Garten, da schlug ich nach Hand und dann ein bisschen über 2,5 Stunden Lothar, krieg ich einen Anruf von meinen Brüdern, was auch bekannt an Paratodo war. Das Paar hat einen Schlag gehabt. Und dann fuhr ich meinen anderen Bruder holen. Und dann fuhr ich wieder an. Und dann, als ich da kam, dann checkte er mich mit seinen halbleven Uhr an. Und dann habe ich ihm die Tau gemerkt und trug ihm nach der Show aus. Das war der letzte Dienst, den ich an mein Paar tun konnte. Wie dein Paar dann bei der letzten Drinker? Nee, das war ein besonderes Erlebnis, was wir Brüder mit unserem Paar dann hatten.
weil er ziemlich viel trank und auch den Anschein gab, dass er manchmal bedieselt all vom Trinken am Verkehr wir. Dann bereden wir als Brüder und so, wie wir uns mal bei Paar an den Fans anladen, und man kann Feuer helfen und dann mit Amtaup in den Mittag merken. Und dann, als wir vor dich man kann Feuer geschafft haben, dann sagt er so, Jungs, dann wollen wir ein Haus fahren, zum Mittag. Na nee, wir wollen hier. Und sein Bruder hat al viel gemerkt, und fangen an Fleisch zu backen. Dann sagt er zu uns, na, ich dachte, wie wäre alles in Ordnung. Ja, es wird alles fein. Und dann reden wir am Dorf an und sagen, wir haben eine Bitte an ihn. Und dann sagt er, und was ist dort? Und dann sagt ich zu ihm, oder sagt wie zu ihm, ich und meine Brüder, was da zu jemand wäre, dort wann du trinken machst, schreib die dem und fährt ein Haus und trink mit mir taub. Und das ist das einzige Mal, was ich meinen Paar entrone. Ich würde das von der Seite ein Versprechen Gesäune haben, wo er sagt, Jungs, wenn jünd mein Beuer, mein Trinken steht, dann will ich das nicht mehr tun. Wow. Und wir haben dann neu gefragt, wo er das dann kauft, aber es trotzdem viel neu geredet worden, auch als er dann starb, hat man uns gesagt, er hat sich durchgesuppen. Aber wir haben Zeug, wo er vorher auf Markation mit Fremdhauptseiten drang, wo er denen gesagt hat, nee, ich will Gasiosa trinken. Paar hat sein Versprechen geholt und er ist dann auch nicht kurz gestorben, als er abhielt mit Trinken. Das wäre dann al ein paar Jahre 3. So, wir sind überzeugt, an uns Verständnis, er ist Paar nicht aus Trinken gestorben. Dat is goed. Van vandaag op Maria abhieren, dat is een goed voorbeeld. Vandaag is nog maar 5 fans? Ja, von da habe ich noch mit Fans, fange nu mit einer Rassenzucht an. En de gemeente met arbeiden we? In der Gemeinde habe ich in verschiedenste Komitees mitgearbeitet, von der sehe ich da nicht in dem Sinn gerne, aber fange auf dem Parkplatz anzuweisen. So. Ja, man kan je ook stellen in de gemeente met arbeiden wo keiner dat zit. Of nu een geld geven oder andere Sachen oder beten, krijgt alle Menschen wat immer. Ja. Sehr gut. Das heißt, du hast viel erlebt, viel Bewahrungen gehabt. Ich weiß nicht, was die nach den Menschen mitgeben. Das ist ja wirklich eine Gnade, dass du hier da noch sitzt und so viel erlebt hast. Ja, Ja, ich möchte den Menschen das mitgeben, auch die, wenn die das Kirche in mir gut kennen. Dann sagt Paulus dort selbst, dort, was ich will, dort tue ich nicht. Dort, was ich nicht will, dort tue ich. Und so sind wir Menschen vielmals utgerecht. Aber mir ist das interessant, auch wenn ich mein Leben träge, wo Gott doch manchmal dort, was ich auch angeworden bin, doch durch mich getan hat. Und ich sehe mich sicher, er wird auch wieder den Weg gehen, was er für mich geplant hat. Wenn das nicht meiner ist, dann ist das aber nicht ein Problem, denn Gott wird irgendwann, so ist er den Weg mit Jona ging, so wird er dem auch mit mir gehen. Und ich möchte uns abfordern, doch nur Gott zu horchen, weil Gott ist eine Autorität und da spielt jeder spielte ein. Das habe ich so klar an eine Sintflut sein. Er sagt den Menschen, so wird es sein. Und auch an Jona, du sollst gerne Jana die Botschaft bringen. Dann spielt er dort ein. Er lässt ihm am Schab nennen. Er lässt ihm auch unter dem Zinsbaum. Aber er geht dort ein. Und weil wir nicht bei dir kommen lassen, weil wir ans Handsaten, die Bibel lesen,
Weil das ist das einzige Wort, wir haben diese letzte Weg Bibelschule mit den Paraguayer Kinder hier in der Paraguayer Kirche. Und da haben wir dort mit den Kindern gepraktiziert. Wer wie Jesus? Jesus wie Wut und Jesus ist Leu. Und was passiert mit Leu? Dort ist mein Erlöser. Und dort möchte ich uns alle wünschen, dass wir alle da kommen können. Dankeschön, Liebert, dass wir das haben machen dürfen. Und ich wünsche, dass die Zuhörer davon was mitnehmen können. Und bis zum nächsten Mal.